LaRouche hat ein neues Video hochgeladen, Storytime Papi. Bin ich sehr gespannt, denn es ist sehr emotional. Und ja, mal schauen, wie wir das mitnehmen, was da genau geht. Sehr emotional soll es werden. Gucken wir mal rein, was genau für eine Story sie da erzählt. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Darum habe ich auch ein kaltes Regnen draussen. Meine Haare sind noch nass und ich habe hier eine Kuscheldecke. Heute haben wir uns herzlich willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon entnehmen könnt, wird es ein anderes Video. Ich habe noch nie so ein Video auf meinem Kanal gemacht. Ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was ich jetzt will sagen und was nicht. Ich habe gedacht, ich rede einfach mal drauf los. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht vielleicht brüllen werde, weil ja, wenn man über so etwas redet, dann wird man halt einfach mal... Okay. Es ein oder anderes Tränchen vergewissen. Ich habe noch in meinem 1000 Abo-Special ja schon gesagt, dass ich eine recht schwierige, blöde Jugend hatte und dass ich eventuell irgendwann mal bereit bin, um euch ein bisschen davon zu erzählen. Gestern Abend habe ich es mir überlegt. Also komische, blöde Jugend. Also wie alt ist sie denn? Also für mich ist sie schon noch im Alter, wo man eigentlich noch sagen ist man ja immer noch in der Jugend drin. Oder ich weiss jetzt halt nicht, wie alt das sie ist. Sagen wir, würde man jetzt da... Ja, Kinder, es ist schon egal, scheiß drauf, ob Kinder oder Jugend. Es ist Haarspalterei. Ich dachte, okay, ja, Lara, du bist bereit dazu, du sitzt jetzt vor der Kamera und erzählst das einfach mal. Ich möchte mit dem Video absolut kein Mitleid oder sonst etwas, aber ich glaube, es würde mir auch gut tun, also es tut mir auch gut, um es zu verarbeiten und einfach mal meine Gefühle ehrlich losreden. Ja, ich will gar nicht viel drum reden. Also nur schon da muss ich echt sagen, wenn jemand so etwas Persönliches sagt und macht, und das als Video aufladen, das ist schon heftig. Nur schon den Schritt zu gehen, die Kraft haben, so einen Schritt zu machen. Ich weiss noch gar nicht, um was es geht. Aber da sie schon erwähnt hat, von wegen, dass vielleicht sie brüllen muss oder wird, was auch immer, wird es etwas heftig sein. Und sie brauchen es allenfalls zum Verarbeiten können. Das ist also heftig, wenn man mit so etwas wirklich auf YouTube in die Öffentlichkeit geht. Da kann es dann wirklich auch Leute geben, die dann das einfach falsch verstehen oder Scheiße reinschreiben im Kommentar, was auch immer, was ich jetzt auch nicht denke. Aber es ist einfach so Hut ab, Respekt, dass man so etwas macht. Ich eigentlich auch schon zu den Fragen. Ich werde immer wieder gefragt, wieso ich in den Videos sage, dass nur meine Mami und meine Schwester die wichtigsten Leute in meinem Leben sind. Ob ich ohne Papi lebe, was mit meinem Papi ist, ob ich Kontakt zu ihm habe und so weiter und so fort. Ich möchte mich ganz kurz halten. Ich lebe ohne Papi, ich habe keinen Kontakt zu meinem Papi und will ich auch nicht. Momentan, ich weiß nicht, wie sie 5 Jahre sein wird. Genau, mir geht es gut damit, wenn ich nicht daran denke. Also meine Mami und mein Papi haben sich geschieden, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Ich weiß leider nicht genau, wann es war, aber es ist schon über 10 Jahre her. Ich bin mittlerweile 17. Ich war recht jung und weiss nicht mehr so viel, was damals alles passiert ist. Das meiste weiss ich einfach, weil es mir erzählt wurde oder ein paar Sachen halt, weil ich mich daran erinnere. Meine Schwester war älter, sie war 7, wo dann das alles so krass wurde ist und sie weiß viel mehr und sie erinnert sich an mehr Sachen. Ja, und darum denke ich, ist das für sie auch eine größere Belastung. Ich bin eher ein Mami-Kind und meine Mami ist bei mir da, zum Glück. Meine Schwester hat, glaube ich, eher einen engeren Bezug zu meinem Vater, sage ich mal. Also keine, es ist eher ein bisschen vielleicht das Vaterkindli. Und darum denke ich, ist das für sie einfach schwieriger. Also wir sind jetzt wirklich geschieden, schon vor längerer Zeit. Mein Papi hat uns geschlagen, also hauptsächlich meine Mama. Meine Schwester und ich sind jetzt nicht so oft geschlagen worden, aber ich weiss auch noch... Aber das geht gar nicht. Kinder, also nur schon schlagen. Also wirklich, ich meine, da wird's wirklich, das ist ja wirklich Gewalt, die sie da bespricht. Nicht nur einmal, wenn ein Kind einen Klaps gibt, sondern wirklich halt auch die eigene Frau geschlagen, Kinder wirklich geschlagen. Oh, das geht gar nicht. Da sieht man schon mal gut, dass sie sich entscheiden lassen. Nur schon wegen dem. Sachen, wo ich geschlagen worden bin, weil ich einen Kaugummi haben will oder sonst etwas. Ja. Geschlagen worden, weil man Kaugummi will? Okay. Ich denke nicht so oft an meinen Papi, weil ich habe das Gefühl, es ist nur eine Belastung und ich bin zufrieden, dass ich jeden Tag, also und dankbar, dass ich jeden Tag bis jetzt gesund aufstehe. Und ich habe damit gelernt, umzugehen. Darum ist es für mich jetzt nicht mehr so krass schlimm. Ja, es wird dann schlimm, oder es war früher recht schlimm gewesen, wenn ich einmal zu einer Kollegin heimgegangen bin und dann ist der Papi gekommen und hat irgendwie «Hoi» und ein Küsschen gegeben oder so. Dann war es schlimm gewesen, so. Logisch wünscht man sich einmal auch ein Papi, der neben einem ist, ein Papi, der einmal in die Schule fährt, wo man sagt «Hey, machen wir mal das, gehen wir mal schwimmen» oder einfach mal ins Morgen macht oder sonst etwas. Das ist ganz klar so. Aber also, es fehlt etwas im Leben, das ist logisch so, aber... Das kann man schon sehr hart vorstellen. Also nicht vorstellen, es ist hart. Sondern wenn du das nicht hast und du siehst, dass es andere haben, das Schöne und alles, und du hast das einfach nicht.
du weißt, es ist auch nie so gewesen. Das ist noch das Verrückte. Weißt, wenn du das sagst, es ist mal so gewesen, hat sich irgendetwas ergeben, aber sie hat das ja nie gehabt. Also kann sich nicht an so etwas daran erinnern, sondern wirklich, wie es aussieht. Es ist jetzt vorher hinweggenommen natürlich von mir. Mehr nur das Schlechte, das mit dem Schlafen weiss und erlebt hat. So, aber also, es fehlt etwas im Leben, das ist logisch so, aber irgendwie habe ich mich damit abgefunden. Ja, ich bin froh, dass die Person, die mein Vater ist, die mich erzeugt hat, nicht da bei mir im Haus lebt, weil ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Ich dürfte dann wahrscheinlich nicht mal YouTube machen oder sonst etwas. Ich dürfte wahrscheinlich nicht mal rausgehen mit Kollegen. Ich habe so einen strengen Papi oder immer noch, weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir täglich daheim häusliche Gewalt erlebt. Also eben hauptsächlich meine Mami. Mein Papi hat meine Mama vor uns Kinder geschlagen. Das geht gar nicht. Hey. Meine Mami hat sehr viel durchmachen mit dem Mann. Ich kann ihn nicht Papi nennen, weil ein Mann, der 5 Kinder, ich habe eine Schwester, die wir die gleichen Eltern haben und noch 3 Halbgeschwister, die sie eine andere Mutter haben. Aber ein Mann, der 5 Kinder auf die Welt setzen kann, nicht einmal kann in den Spielplatz gehen mit diesen Kindern und für 1 Franken ins Karussell, auf das Karussell steigen lassen. Ja, so kann ich einfach nicht Papi nennen. Ich finde, er hat den Titel nicht verdient. Darum ja, ist er ein bisschen fremd für mich. Es ist schon hure heftig. Wenn du zu eins, eben wie sie es erwähnen, zu deinem Erzeuger, einfach nicht kannst sagen, es ist mein Vater. Es ist nicht mein Papi, weil er sich nie so verhalten hat, wie man sich sollte verhalten, wie es normal ist, wie man es einfach macht und das nicht ist und du einfach kannst sagen, er ist zwar mein Erzeuger, aber fertig. Das ist schon heftig. Meine Schwester ist mit 7 auf meinen Papi losgegangen mit dem Küchenmesser. Heftig. Weil sie gesehen hat, wie er meine Mami geschlagen hat und sie hat ihm gesagt, wenn du noch einmal meine Mami schlägst, bringe ich dich um. Und ja. Heftige Aussage, aber absolut nachvollziehbar. Überleg dir einmal, du siehst, wie dein Papi deine Mami schlägt. Und zwar wirklich schlägt. Also vielleicht gerade verprügelt oder so. Hey, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dann so als Kind reagiert und so etwas sagt. Ich kann es absolut nachvollziehen. Und ja. Es ist irgendwie nicht so einfach, über so etwas zu reden. Aber irgendwie ohne das alles wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt sein darf. Und darum bin ich einerseits auch dankbar, dass ich so Scheiße erleben musste. Das Einzige, wo ich nicht dankbar bin, ist, dass meine Mami nicht so gut geht. Mit dem Ganzen logischerweise. Ich meine, das ist ein Trauma, das man im Leben erlebt. Oder hat müssen erleben. Manchmal stelle ich mir so vor, wie es wäre, wenn man einfach eine normale Familie wäre. Und einfach auch ein Mann am Tisch sitzt. Und das soll man fast... Ich kann nicht sehen, wenn jemand brüllt. Hey, das kann ich nicht sehen. Oh. Und dann hat sie noch die traurige Musik dahinter. Mit uns zur Nacht isst oder sonst etwas. Aber andererseits bin ich dafür umso enger mit meiner Mami. Meine Mami ist meine beste Kollegin, meine Mami, mein Ein und alles. Und ich kann mit ihr über alles reden. Und darum, ja, bin ich dankbar, dass ich dafür so ein gutes Verhältnis zu meiner Mami habe. Aber es ist dann halt immer nicht so schön, wenn man weiss, was die Mama hat durchmachen musste. Und man hat nicht helfen und man kann auch jetzt nicht helfen. Das geht nicht einfach so weg. Es ist einfach ein Teil des Lebens und man muss lernen, mit dem umzugehen. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel, wenn meiner Mami nicht gut geht, dann geht für mich auch die Welt unter. Ich bin eine Person, ich rede halt, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut. Meine Schwester ist eher so eine, die alles sich hineinfrisst, was absolut nicht gut ist. Und ich hoffe, dass meine Schwester sich irgendwann auch mal ein bisschen öffnen und über alles reden kann. Aber eben, sie hat noch viel Schlimmeres erlebt als ich. Also sie weiß es einfach noch und ich zum Beispiel nicht mehr. Darum ist es, glaube ich, für sie halt noch mal viel schlimmer. Ich wollte mal im Laden einen Kaugummi haben. Und mein Papi hat gesagt, er hat kein Geld für einen 20 Rappen Kaugummi. Und seine damalige Freundin war dabei. Und nachher hat er ihr irgendwie für 30 Franken einen Epilierer gekauft. Bring mal so etwas Einfaches wie ein Kaugummi. Nicht kaufen und nachher zahlt er seiner Freundin einen Epilierer für 30 Stutz. Aber einem eigenen Kind für 20 Rappen kein Kaugummi. Ich meine, klar, ist ja nur ein Kaugummi, aber da geht es ja um die Art, um die Geste, um die Behandlung des eigenen Kind. Du behandelst doch, du sagst doch nicht zu deinem Kind, nein, ich habe kein Geld, und nachher kaufst du einen Scheissdrecks-Epilierer, den du nicht mal für... Nein, hey. Er gekauft. Und weil ich einfach unbedingt einen Kaugummi wollte, hat er mich noch jetzt mit im Laden geschlagen.
Und ich werde das nie vergessen, nie. Nochmal, also ich gehe einfach nochmal zurück. Hat mich noch jetzt mit im Laden und seine damalige Freundin war dabei gewesen. Und nachher hat er ihr irgendwie für 30 Franken einen Epilierer gekauft. Und weil ich einfach unbedingt den Kaugummi wollte, hat er mich noch jetzt mit im Laden geschlagen. Dann schlägt er sie noch. Er schlägt sie noch, weil sie sagt, ich will einen Kaugummi. Sie sagt, kein Geld, ja, aber ich will. Und dann schlägt er sie. Okay. Der Mensch ist komplett unten durch, hey, aber komplett. Und ich werde das nie vergessen, nie. Ein fucking Kaugummi. Ein Kaugummi. Ich weiss noch, an dem Tag, wo mein Papi gegangen ist, hat er aus irgendeinem Grund alle Schmuck von meiner Mama kaputt gemacht. Und man hat die ganze Perle auf der Boden fallen gehört. Und meine Mama, meine Schwester und ich sind auf dem Sofa gesessen und haben brüllt. Nachher hat er mich gerufen und ich wollte nicht gehen. Ich habe Angst, dass er mich mitnimmt. Und meine Mama hat gesagt, sie ist da, es passiert nichts, ich gehe nur. Und dann bin ich zu ihm gelaufen. Und er hat mir gesagt, dass meine Mama an allem schuld ist. Und dass sie alles kaputt gemacht hat. Und dass er jetzt rausgeht, sterben. Was für ein elender Hure! Er schlägt seine Kinder, er schlägt seine Frau, macht alles kaputt. Und nachher geht er und sagt der eigenen Tochter noch, deine Mutter hat alles kaputt gemacht, deine Mama ist für alles schuld. Und dann im gleichen Atemzug noch sagt, er geht jetzt sterben, also noch ein schlechtes Gewissen machen. Er macht ihr noch ein schlechtes Gewissen. Also im Sinne von, deine Mutter ist jetzt schuld, dass sie mich umbringen. Hallo? Nein. Und dass er jetzt rausgeht, sterben. Ich war dort noch so jung. Ja. Und ich habe noch nicht mal gewusst, was Sterben bedeutet. Ich kann euch beruhigen, er lebt noch. Und das weiss ich zu 100%, weil dort, wo er lebt, haben wir Verwandtschaft und meine Cousine schickt immer wieder mal ein Foto. Ich weiss noch, ich musste mit über 5 Uhr am Esstisch sitzen und die Telefonnummer von meiner Mami auswendig lernen. Telefonnummer so Wir haben so ein kleines Handy bekommen, wenn mal etwas ist. Weil er uns entführen wollte. Nach der Schule müssen wir schnell heimlaufen. Und schauen, dass jemand mit uns ist. Dass wir nicht allein sind. Du Scheiße. Nummer auswendig, wenn du ein kleines Handy hast. Wenn du Angst haben musst, dass du entführt wirst. Von deinem eigenen Vater. Und du weißt, wenn der die hat, dass er dich wieder schlägt und alles. Meine Güte. Meine Mami musste 120% arbeiten. Und wir haben sie nur eine halbe Stunde am Tag gesehen. Damit sie uns ernähren konnte. Und unsere Miete zahlen. Meine Schwester und ich sind über den Mittag heimgekommen. Und mussten in den Stuhl nehmen, um das Essen bei der Mikrowelle erwärmen. Weil wir noch so klein waren und noch nicht mal oben angekommen sind. Ich könnte euch noch so viel mehr erzählen. Aber irgendwie blockiert es mich. Manchmal frage ich mich, wie meine Mami das alles geschafft hat. Wie hat sie geschafft, so lange arbeiten gehen? 2 Kinder großziehen. Und die 3 Halbschwestern, auf die hat sie auch noch schauen. Also hat sie auch geschaut. Und wie hat sie das alles geschafft? Wie? Mütter sind so etwas von stark. Also, ich bin ja ein Mann, aber klar gibt es auch Männer, aber ich sage, Mütter sind in so Sachen so viel stärker als Väter. Das ist unglaublich. Besonders wenn man so eben allgemein so Geschichten hört von Leuten, die etwas erlebt haben, dass die Mütter einfach so etwas von stark sind. Dass so viele so durchstocken und nicht daran zerbrechen. Schlussendlich. So heftig. Währenddem ein anderer Mann irgendwelche andere Frauen bumsen. Er hat dann jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende uns holen. Und ich habe mich einmal im WC eingesperrt, weil ich nicht gehen wollte. Und dann hat es immer geheißen, die Mutter lässt die Kinder nicht gehen. Obwohl ich nicht wollte und meine Mama war die Woche gesagt hat, schließ die Tür auf, du gehst jetzt. Du musst gehen. Einmal hat er uns abgeholt. Und er hat gesagt, er wohnt jetzt in einer neuen Wohnung. Und wir sind dann die Stege nicht hochgelaufen. Er schließt die Tür auf. Und dort liegt eine Frau im Dessous. Halb nackt.
und hat gedacht, dass er allein heimkommt, wenn er uns abgeholt hat. Hat er die Hälfte der Zeit auf dem Sofa geschlafen. Wenn wir ihn rausgehen spielen, haben wir nicht dürfen. Wir müssen warten, bis er aufwacht und wir haben ihn geweckt. Heute schaue ich Fotos von ihm an und frage mich, wie kannst du so ein gruseliger Unmensch sein? Wie kann man so Sachen anderen unschuldigen Menschen antun? Und jetzt noch normal leben? Leidet er auch, wenn er am Abend einschläft? Denkt er an uns? Überlegt er sich auch, wie das wäre, wenn er noch da wäre? Das macht der Mensch mit Sicherheit nicht. So Leute sind absolut egoistisch und meinen auch noch, also das ist meine Vermutung, das ist meine Annahme, muss man auch sagen. Ich sehe noch nicht in die Menschen hinein. Aber jemand, der so etwas macht, ist aus meiner Sicht, die sind so etwas von egoistisch und die haben das Gefühl, dass sie im Recht sind, dass das, was sie machen, richtig ist. Die erkennen gar nicht das, was sie machen, dass das absolut nicht geht. Dass es mehr als nur falsch ist. Das erkennen die gar nicht. Die meinen wirklich, sie sagen im Recht und das, wie sie es machen und wie erzeugen und tun, ihr ganzes Verhalten, genau, dass das richtige Verhalten ist. Und darum wird er auch dort ihr gesagt haben, dass im Sinn, dass die Mehr einfach schuld ist. Weil er ist davon überzeugt, er glaubt das auch, dass er nichts falsch gemacht hat, dass sie alles falsch gemacht hat. Weil darum hätte er sie auch schlagen müssen, damit sie merkt, was sie falsch macht, obwohl das von ihm ist. Also das ist meine Annahme, dass die Leute so im Kopf sind. Sie gar nicht checken, dass bei ihnen etwas verkehrt ist. Wenn er noch da wäre? Ich weiß es nicht. An meinem 9. oder 8. oder 7. keine Ahnung, an irgendeinem Geburtstag ist er auf Besuch gekommen, was ich nicht gedacht habe, und hat mir das erste Mal 40 Franken geschenkt. 22er Noten. Und das erste Mal, wo ich überhaupt etwas von ihm bekommen habe. Und das letzte Mal. Und nachher, ich habe mich so gefreut und nachher ist er gegangen und hat gesagt, er kommt am Abend nochmal. Ich war den ganzen Geburtstag am Abend auf dem Balkon gewesen. Und habe gewartet, bis er kommt. Er ist nicht mehr gekommen. Meine Schwester hat stundenlang auf dem Balkon gewartet, bis er uns am Wochenende kommt geholt. Und manchmal ist er einfach gar nicht gekommen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das alles nur träume oder träumt habe. Dass es gar nicht wahr sein kann, dass ein Mensch so etwas macht. Aber leider ist es wahr. Das ist so heftig, dass sie sich denken, das kann gar nicht stimmen. Ja, das zeigt nur schon, wie sinnlos sich der Mensch verhält. Hey, sag ich komme wieder, kommt nicht, meldet sich nicht, wieso er nicht kommt, hat einfach das Kind vergessen. Einfach vergessen, denkt, ja nein, etwas Besseres gehe ich nicht. Und wie Kind, wie sie war, sie hat einfach, sie hat gleich, obwohl was passiert ist, die eine Geste von diesen 40 Franken hat ihr eine Hoffnung gegeben und sie wegen dem die Hoffnung und auf ihn wieder gewartet. Weil sie einfach die Hoffnung hatte, dass wieder alles gut wird. Und dann kommt er nicht. Und dann die Schwester und dann warten und er kommt gar nicht an einem Wochenende. Obwohl sie sich davor, hat sie gesagt, sie hat sich eingeschlossen, weil sie nicht hätte mitgehen. Aber gleich haben sie immer wieder die Hoffnung gehabt. Das ist schon heftig, wenn du so eine Hoffnung hast, du wirst immer wieder enttäuscht. Aber leider ist es wahr. Leider. Und ich trage seinen Nachnamen von so einem Mann, der es gar nicht verdient hat. Irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr zu weiterreden, es tut mir leid. Nachnamen kannst du ändern lassen. Wegen so Sachen. Nachnamen kann man auch ändern lassen. Nimm das geht 100%, also es muss gehen. Man kann ja den Vornamen noch ändern, also Nachnamen auf den Namen vor mir, wie sie lediglich heißen. Das musst du können ändern. Ich bin jetzt da nicht ein Genie oder weiß nicht, wie genau die Rechtslage ist, aber ich gehe mal davon aus, das muss gehen. Das muss gehen, dass man den Nachnamen kann ändern kann. Irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr zu weiterreden, es tut mir leid. Ja, das war jetzt irgendwie ein ganz kleiner Part von meinen 17 Jahren. Ich habe noch so viel mehr erlebt, wenn ihr wüsstet. Aber ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde das Video jetzt einfach beenden und mal ein bisschen verarbeiten, was gerade alles wieder aufgekommen ist. Ich denke nicht so oft an meinen Papi, weil es gibt immer Besseres und Wichtigeres, wo man gerade daran denken kann. Aber ich frage mich schon, ob er mal an uns denkt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja eben, das war ein kleiner Part von meinem Leben. Ich denke, dass ich irgendwann vielleicht nochmal ein Video machen werde, wo ich über irgendetwas anderes rede. Das war es mit meiner kleinen Storytime. Danke an dich, dass du bis dahin zugelassen hast und ja, dass ich mich auch bei dir ausprobieren kann, wenn man das so sagen kann.
Ich weiss, dass es gerade absolut nicht dazu passt, aber lasst doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ich denke, nächste Woche wird ein glücklicheres Video. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Heftig. Heftig, die Story. Also das ist wirklich absoluter Respekt. Ey.